Das war sehr eine spannende Begegnung. Wir haben den ganzen Nachmittag miteinander geredet und etwa 90 Minuten daraus dann endlich einmal aufgezeichnet. Sie ist eine ordinierte Zen-Praktizierende, die aber so etwas von mitten im Leben steht. Sie kann auf den Tag genau sagen, wenn sie zum Buddhismus gekommen ist. Sie hat nämlich jemanden getroffen und auch später hat sie immer wieder prägende Begegnungen gehabt, die sie weitergebracht haben. Sie sagt dem Begegnungskarma. Heute ist sie hauptsächlich im Zen daheim und Zen war dann auch der Schwerpunkt von unserem Gespräch gewesen. Wir reden über die Rolle von Meditation im Zen, ob es dort ein Ziel gibt oder nicht und auch was die Rituale, die zum Teil gemacht werden, für eine Bedeutung haben. Wir reden aber auch über den Alltag, über Bearing Witness Retreats, wo man sich am Leiden stellt und wie man eben dann diese Sachen und Zen, Meditation und den ganzen Weg in seinen Alltag kann integrieren kann. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Evi Ketterer. Evi ist 1966 geboren und 1995 zum Buddhismus gekommen. Sie hat bei Lehrerinnen und Lehrern aus allen 3 grossen Traditionen studiert. 2002 hat sie dann in einer Soto-Zen-Linie ordiniert. Dann sind 8 Jahre strenges Training in einem Center in den USA gefolgt. Wichtig ist ihr, dass ihr Ideal nicht das Erwachen irgendwo in einer Höhle ist, sondern dass man das Erwachen dann auch ins Leben, auf den Marktplatz vom Leben trägt. Evi hat sich um Alte, Kranke, Sterbende und Trauernde gekümmert. 2002 hat sie die Roben abgelegt und 2017 in einer privaten Zeremonie wieder aufgenommen. Sie ist Autorin von 2 Büchern, ein Kommentar zum Genjo-Koan vom Dogen und Begegnungen mit Sterbenden, wo sie ihre persönlichen Erfahrungen festhalten. Sie ist Pflegefachfrau mit Spezialisierung in Anästhesie und Intensivpflege und hat eine Ausbildung in Palliative Care. Evi, vielen Dank, dass ich heute zu dir kommen darf, um das Gespräch zu führen. Danke, dass du da bist. Als ich dir geschrieben habe, um dich anzufragen für den Podcast, hast du gesagt, ja, du siehst ein bisschen mehr Manjushri als Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ist eine Verkörperung für Mitgefühl und Manjushri, die Weisheit, wird oft auch mit dem Schwert von der Weisheit dargestellt. Was hast du da damit gemeint? Also, ich glaube, es ist mehr diese Zuschreibung, die wir hier auch so machen. Avalokiteshvara hat für uns viel so mit Händchen halten und Liebenswürdigkeit und so mit so christlichen Heiligenbildern zu tun und bei Frauen dann noch viel mehr. Das ist nicht so meine Energie. Manjushri hat für mich eine andere Art von Mitgefühl, diese Mitgefühl, die Dualität zu durchschneiden, wofür dieses Schwert ja steht, um zum letztendlichen Tiefe und Essenz zu kommen, in der Mitgefühl eigentlich ein natürlicher Fluss ist. Und ich habe mehr von dieser geradlinigen Energie wie von dieser Händchenhalten-Energie. Obwohl ich natürlich viele Händchen halte und schon viele Tränen auf meinen Schultern gelandet sind, unbeschritten. Das bringt natürlich der Marktplatz, auf dem ich bin, mit sich. Und trotzdem ist auch da klar, es ist mir wichtig, dass die Menschen erkennen, worunter sie wirklich leiden und nicht das, was man oberflächlich so gern als Argument bringt, worunter wir leiden. Da sind wir mitten drin. Wie bist denn du zur Meditation oder zum Buddhismus gekommen? Ich habe, glaube auf deiner Website gelesen, dass du mit 28 beim Spazieren einen alten Mann getroffen hast und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Was ist denn passiert? Also die Vorgeschichte zu dem, muss man sagen, dass ich hatte ein schweres Kindheitstrauma, zu dem ich keinen Zugang hatte, Neglect. Und ich wusste immer, ich leide. Das war mir sehr, sehr bewusst und ich will raus aus diesem Leiden. Mein Zufluchtsort war immer der Tod. Ich hatte einmal eine sehr tiefe Beziehung zum Tod. Der Tod hat für mich Friede manifestiert.
Als ich dann mit 19 das dann realisieren wollte, hat das nicht geklappt. Damals war ich noch christlich und es war so ein Abschiedsgeschenk dieses christlichen Glaubens an mich, weil es war ein tiefes Mysterium, ein tiefes Wunder, dass wie die Stimme erschien Gottes damals noch, das ist nicht dein Weg, aber es gibt einen anderen Weg für dich. Und dann hing ich in diesem Vakuum, der Tod war kein Ausweg mehr, weil es war so real. Aber ich hatte diesen anderen Weg noch nicht gefunden. An diesem besagten Nachmittag, 25. Juni 1995, ich hatte davor, bin ich oft mit meiner orangen Vespa in der Gegend rumgefahren, unter einem Apfelbaum gesessen und Tagebuch geschrieben. Und kurz davor, vor dieser Begegnung, schrieb ich in das Tagebuch, was, wenn man alle seine Fragen in dieses Universum rausschreit und man bekommt keine Antwort. So, diese Antwort war dann Kuno Onken. Also ich lief einfach so ehrlich vor mir her und ich dachte irgendwann, Mensch, also mitten im Wald, Mensch, bleib doch mal stehen, das ist ja lächerlich, wie wir hier 50 Meter hintereinander im Wald rumlaufen, da kannte ich Kuno noch nicht. Er blieb dann stehen, drehte sich um und sagte, oh, ich sah feinstes Hochdeutsch, ich sah ein hübsches junges Wesen hinter mir im Wald spazieren gehen, haben Sie denn keine Angst? Und erschrocken wie ich war, sagte ich, nein, das habe ich aufgehört, weil einem sonst so viel Schönes im Leben verloren geht. Perfekte buddhistische Antwort wusste ich aber nicht, ich hatte keine Ahnung von Buddhismus. Und dann kamen wir so ins Gespräch und irgendwann sagte er, wir kamen auf Hermann Hesse ins Gespräch, weil das für mich ein sehr starker Begleiter war und ich merkte, im Glasperlenspiel hat er etwas gefunden, ob er in seiner Jugend Hesse gelesen hat. Und dann sagte er, ja, ich hatte auch Briefkontakt mit Herrn Hesse, weil ich bin nämlich Buddhist. Und der sagt das und ich bin heimgekommen. Ich hatte keine Ahnung, worüber der redet. Ich wusste einfach, das ist es, da ist die Antwort. Einfach so ein tiefes Gefühl. Genau. Ich wusste, da liegt's. Ja, und dann bin ich erstmal nach Hause gegangen und habe so heimlich, meine erste Lektüre war okay, und wer war dieser Buddha? Dann habe ich die Biografie von Schumann damals gelesen, ob man diesem Typ trauen kann, der da vor 2500 Jahren irgendwas, ich war eine sehr rebellische junge Frau, was der da gesagt hat, wenn ich lese die erste edle Wahrheit, damals noch meistens übersetzt, Leben ist Leiden. Und dann dachte ich, so und endlich sagt's mal jemand. Endlich sagt's mal jemand, wie ich das Leben empfinde. Und dann eben das ist die Ursache des Leidens. Es gibt eine Freiheit vom Leiden und das ist der Weg. Das sind die 3 anderen? Ja, das sind die 3 anderen edlen Wahrheiten. Also insgesamt sind es ja 4. Grob gesagt heißen sie so. Und das war's dann. Und von da an war mein Leben, es war eine 180-Grad-Wende in meinem Leben. Ich bin katholisch-konservativ aufgewachsen. Ich hatte nichts mit asiatischer Kultur am Hals und werde da plötzlich, ich war verheiratet. Das war ich dann 2 Jahre später auch nicht mehr. Also es war eine vollständige 180-Grad-Wende in meinem Leben. Und ich bin sie gegangen, weil es so eine Wirklichkeit war. Und der Kuno Onken hat dann eine Praxisgruppe gehabt, oder wie bist du dann weiter? Oder ist es einfach ein Moment gewesen, wo du gewusst hast, ah ja, der Buddhismus ist es, und dann hast du andere Lehrerinnen gesucht? Nein, ganz so war es nicht. Also Kuno war ein sehr reicher Mensch. Er war mit Nyanaponika, war sein Mentor sozusagen. Der ist kurz zuvor gestorben gewesen. Dann hat er mit Bhikkhu Bodhi dann weiter in Kontakt getreten. Er hat die frühe Gruppe damals in Deutschland, also Kuno ist 1914 geboren, die kamen alle über die Philosophen zum Buddhismus, also über Schopenhauer, Heidegger und wie sie alle hießen. Und das Erste, was ich die ersten paar Jahre gemacht habe, er hatte so eine vage Gruppe. Aber wir haben immer über Buddhismus geredet. Ich war dann einmal in der Woche bei Kuno zu Hause. Ich habe sehr viele Lehrreden gelesen, weil ich ja wissen wollte, was dieser Typ zu sagen hatte vor 2500 Jahren, und habe Lehrreden studiert. Und habe Nyanaponika gelesen.
Also Geistestraining durch Achtsamkeit. Genau, also sowohl die Lehrrede wie auch Geistestraining durch Achtsamkeit ist jetzt nicht unbedingt das einfachste Buch. Nein, aber für mich war das tatsächlich das Einfachste. Ich glaube, meine Bewältigungsstrategie war absolut rational. Was ich nicht verstand, konnte ich nicht machen. Und das war ja der Buddha war ja eigentlich sehr klar und sehr dezidiert, hat einem die Dinge erklärt, wie er sie sieht. Das war für mich absolut einleuchtend, weil es so meiner Wirklichkeit entsprach. Da waren keine Dogmen drin, da war nichts drin, sondern das war ein Übungsweg. Und das war Geistestraining durch Achtsamkeit. Ja, das kann man trainieren wie ein Muskel. Das habe ich völlig verstanden. Und nach dem Nyanaponika-Buch war mir klar, ich möchte meditieren lernen. Und dann kam so dieses nächste Ding wie mit Kuno. Ich hatte ein unglaubliches Begegnungskarma in meinem ganzen Leben. Ich dachte, ich suche jetzt eine Meditationslehrerin. Ich war in Konstanz im Bücherladen, ziehe das Buch raus, Töchter des Buddha, und blätter so ein bisschen drin rum und lese das Interview mit Silvia Wetzel und so, die ist es. Ich wusste es einfach. Und als ich zurückkam zu Kuno, sage ich, ich habe jetzt meine Meditationslehrerin gefunden, und diese Gruppe war sehr skeptisch für Meditation, sehr. Weil sie gesagt haben, man kann sich da verlaufen und dann irgendwo hängen bleiben. Und Kuno war ein relativ fundamentalistischer Theravada-Laienpraktizierender, sagen wir es mal so. Und dann sagt er, ja, Silvia Wetzel, die gibt in dem Haus, das er gegründet hat in der Schweiz, die gibt da einen Meditationskurs nächstes Jahr im Frühjahr. Und ich so, wie? Die ist tibetische Lehrerin, wie kommt die zu dir in dieses Haus? Ja, die Dhamma-Gruppe Schweiz hat mich angefragt, und dann dachte ich, das mache ich. Und so kam ich zu Silvia Wetzel, und auch da, das war wirklich gesucht, gefunden, beidseits. Dann bin ich 5 Jahre mit Silvia meditiert, und dann habe ich mittlerweile gemerkt, ja, mein Beruf als Pflegefachfrau, der hat sehr viel zu tun mit der Lehre, und dass das ein Wechselspiel ist. Und dann wollte ich eine Lehrerin suchen, die in diesem Bereich lehrt. Und eigentlich kann ich mit tibetischen Methoden wirklich nicht so gut arbeiten. Genau, ich hatte gerade so immer fragen, was ist denn, also Theravada ist ja recht schlicht, recht direkt, und der tibetische Buddhismus, den ich kenne, ist viel ausgeschmückter, prunkvoller. Die Sprache ist auch nochmal eine andere, wenn man dort den Originaltext liest. Also ist nochmal ziemlich anders zum Teil. Gleiche Begriffe haben eine andere Bedeutung. Was hast du im tibetischen Buddhismus gefunden, was du im Theravada nicht gefunden hast? Oder was war eine gute Ergänzung? Das Herz. Das Herz. Also vor allem Silvia war auch sehr, die hat einen abgeholt, wo man ist. Das Theravada holt einen, und auch das Zen, das holt einen irgendwo, das gibt einem eine Vision, wo es hingeht. Die Tibeter sind sehr, ja, da kommt dieser Avalokiteshvara auch sehr deutlich rüber, diese Energie dessen. Und ich konnte mit den Methoden wirklich nicht groß arbeiten, außer singen. Singen in der Tara Libre Sangha wird sehr viel gesungen, und singen tue ich sehr gerne. Singe ja heute noch gern. Aber es war diese Herzensbeziehung zu Silvia. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man sich eine Lehrer oder eine Lehrerin sucht, ist diese Beziehung zu einem Menschen, der eine fortgeschrittene Praxis hat und der einem zugetan ist. Und dadurch ist man mutiger, in seine eigenen Muster reinzugehen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich so ein Kindheitstrauma hatte, zu dem ich eigentlich gar keinen Zugang hatte, war es für mich sehr wichtig, auch irgendwo da abgeholt zu werden, liebevoll abgeholt zu werden, wo ich stand. Und das hat mir Silvia gegeben. Du hast, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, geredet, gesagt, du bist auch sehr zielgerichtet in die ganze Sache hineingegangen. Also du hast gesagt, du wärst lieber gestorben, als das nicht
vorwärts gekommen wärst, wenn ich es richtig erinnere. Wie war denn das Vorwärtskommen in dieser Zeit? Also hast du immer das Gefühl gehabt, ja, jetzt mache ich Fortschritte, dein Leiden wird weniger? Oder war es einfach ein grosses Interesse gewesen und so ein tiefes Gefühl, es ist etwas Richtiges, was du gefunden hast? Also wenn man was gefunden hat, wo stimmig ist, dann ist das ja nicht ein Gefühl, sondern das Leben wird harmonischer. Also man ist nicht so abgetrennt. Wenn man das damals, die buddhistische Lehre, mal mit unseren psychologischen Begriffen auch irgendwie benennen möchte, dann leiden wir alle irgendwo unter einer Dissoziation. Also ich bin hier und da ist der Rest des Lebens. Und was das Dharma macht, das macht diese Lücke geringer, sodass man ein Ausdruck des Lebens wird. Und das ist ja auch das, was der Buddha ausgedrückt hat, wie man aus dem Leiden rauskommt. Also sehr lange war die Motivation wirklich, aus diesem Leiden rauszukommen. Was ich damit meine, wenn ich sage, ich bin geradlinig drauf zu, ich war extrem ehrlich zu mir selber. Ich wollte immer wissen, was ist die Ursache meines Leidens, ohne das auf das Außen zu schieben. Ich wollte aus dieser Opferidentifikation raus, obwohl ich natürlich drin hing, wie alle drin hingen. Aber ich merkte, auch durch meine Beschäftigung mit Alter, Krankheit und Tod, zwangsweise, war ja immer um mich rum, der Hauptantrieb im Leben der meisten Menschen ist ein Überlebenstrieb. Und dieser Überlebenstrieb schafft dieses Leiden, weil wir wollen, dass dieses Ich überlebt. Und dadurch bilden wir Muster aus, die zu sehr viel Leiden führen, für uns selber und für andere. Und wir sind in diesem zwanghaften Triebverhalten, in diesem Tanha. Also in der dritten edlen Wahrheit spricht der Buddha ja über die Ursachen des Leidens, in der zweiten, Entschuldigung, über das, worunter leiden wir. Und er sagt, Tanha wird oft als Durst übersetzt. Ich übersetze es gerne als Sucht, weil es ist mehr wie nur ein Durst. Diese Sucht zu sein, diese Sucht nicht zu sein und diese Sucht nach Sinneseindrücken, karmischen Eindrücken. Und ich wollte aus dieser Sucht raus. Und dadurch musste ich wissen, worauf ich süchtig bin. Und das wollte ich wissen. Ich wollte wirklich an die Essenz meines Leidens. Und da muss man halt durch das Leiden durch und nicht von außen dissoziiert auf das Leiden draufschauen, sondern wirklich mitten reinsitzen. Und dann hast du 5 Jahre mit Silvia Wetzel und ihrer Sangha praktiziert. Das sind wir etwa bei 2002. Das ist eigentlich deine Biografie vor Augen, gerade dann, wo du irgendwann dann in die USA bist und dich auch noch an einer weiteren Linie zugewendet hast, am 10. Ist das korrekt? Also Joan Halifax bin ich 2000 beim Internationalen Frauenkongress in Köln begegnet. Da hatte ich kurz davor einen Artikel geschrieben, einen professionellen Artikel in der Krankenpflegezeitschrift. Da kam so Elisabeth Kübler-Ross raus und das ist Schubladen durch diese und diese und diese Phasen gehen. Menschen, die mit dem Sterben konfrontiert sind. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, als die ersten Profis das als Schublade, um sich selbst zu schützen, genutzt haben für ihre Masterarbeiten, dass es das nicht ist, was Kübler-Ross praktiziert hat, sondern dass es bei ihr ein Akt des Mitgefühls war. Dass sie wissen wollte, worunter leiden sterbende Menschen und diese Phasen festgestellt hat. Und unsere Aufgabe jetzt nicht ist, dass wir die Menschen, die wir betreuen, in die Schublade stecken, weil dann dissoziieren wir uns wieder von diesem Leiden, sondern dass wir damit sein können. Dass wir lernen, damit sein zu können, das zu erkennen und die Menschen da abzuholen. So wie mich Silvia Wetzel mit meinen leidhaften Mustern abgeholt hat.
halt als junge Schülerin. Und diesen Artikel hatte ich geschrieben und dann kam John Halifax auf diesen Kongress und hielt den morgendlichen Vortrag. Und ich saß, ich sprach damals noch kein Englisch. Ich saß da, sie wurde übersetzt, ich saß da wie vom Donner gerührt und nach 10 Minuten habe ich in mein Tagebuch geschrieben, so und jetzt ist es passiert, bist du bereit? Und die Antwort war nein. Quer drüber. Nein, war schon seit ich 3 Jahre alt bin, mein Lieblingswort. Aber auch das war wieder so eine Begegnung, die so wirklich war, dass es keine Frage war, will ich das? Zen war für mich damals ein patriarchaler, uniformierter Sauhaufen. Ich glaube, das sind 2 Sachen, wo ich gerne darauf zurückkomme. Vielleicht das eine ist, nochmal zu sagen, was ist passiert, wo du nachher gesagt hast, nein? Also bist du bereit? Nein. Also noch nicht bereit für Zen? Oder was ist das gewesen, das Nein? Zu was Nein? Dass schon wieder so eine 180-Grad-Wende in meinem Leben passiert, wo quasi jetzt mein Leben, wie ich es mir so gemütlich eingerichtet habe, auf den Kopf stellt. Also du hast gefunden, nein, für das bist du nicht bereit? Jetzt schon wieder. Und dann vielleicht nur noch ein Wort für die Leute, die sie nicht kennen. Joan Halifax, eine ganz berühmte amerikanische Zen-Meisterin. Genau. Kannst du vielleicht noch ein Wort, 2 zu ihr sagen? Also Joan Halifax, sie ist eine Zen-Meisterin in der Linie, wo auch Bernie Glassman drin ist, der von vielen bekannt ist durch die Zen Peacemaker. Sie hat sehr viele auch, wie sagt man den, was Sterbebetreuung hat sie gelehrt, sie hat diesen Kurs, deshalb kam ich ja dann dazu für Professionelle, die mit Sterbenden arbeiten. Sie hatte aber auch ein Gefängnisprojekt. Sie kam ursprünglich aus dem Schamaismus und aus der Bürgerrechtsbewegung und über Thich Nhat Hanh vor allem. Eigentlich kam sie über Thich Nhat Hanh zum Dharma und dann als Bernie Glassman ging sie dann in die Linie über und ich bin ihr halt da begegnet. Das ist noch spannend, das wäre dann die vietnamesische Linie vom Zen und nicht die japanische. Genau. Eben John hat da halt auch hat dann irgendwann den Wechsel durchgemacht. Zum mehr japanischen? Ja. Oder also vielleicht sehe ich sie falsch, aber so wie ich sie wahrnehme, ist sie jetzt eigentlich mehr so in der japanischen Zen-Linie. Ja, sie kam dann auch noch über die San Francisco-Linie, also sie hat dann einen relativen Hintergrund, der sie dann dahin gebracht hat, dass sie jetzt in der White Plum-Linie gelandet ist, sozusagen. Ich weiß nicht, wenn man in der Essenz bleibt, ist das wahrscheinlich, sind die Linien vielleicht nicht so relevant. Wichtig ist ja, ob die Methodik, die eine Linie bietet, einem weiterhilft, tiefer zu erwachen. Und von daher gesehen finde ich auch dieses Festschreiben, der ist das, der ist das, der ist das. Ich glaube, dass das mehr unserem Bedürfnis nach Sicherheit entspringt, dann kann ich jemand wieder in eine Schublade stecken. Wie das, was das Dharma eigentlich wirklich möchte. Das wäre jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Negativbeschreibung. Die Positivbeschreibung ist natürlich auch eine gewisse Qualitätssicherung. Oder ich weiss vielleicht dann auch, wenn ich weiss, für was eine gewisse Linie steht, was mich dort ein bisschen erwartet, wenn ich hingehe. Naja, wenn man das mal historisch betrachtet, Lukas, dann ist es so, dass der Buddhismus in jedes Land, wo er gekommen ist, das aufgegriffen hat, was dieses Land zu bieten hat. Und das ging immer ein paar Generationen. Der Buddhismus ist jetzt in der 2. oder 3. Generation bei uns im Westen, das heißt, er wird sich transformieren. Und das, was sich da transformieren wird, und da ist meine Biografie natürlich quasi spiegelt das wieder, ist das, dass wir im Westen die Ersten sind, die verschiedene Linien praktizieren können. Also wenn man in Japan auf die Welt gekommen ist, hat man halt japanisches Soto oder Rinzai-Zen praktiziert. Und wenn man in Vietnam auf die Welt gekommen ist, hat man halt vietnamesisches Zen praktiziert. Wenn man in Thailand auf die Welt gekommen ist, dann hat man Theravada praktiziert. Und in jedem dieser Länder konnte man
authentische Lehrer treffen oder auf Halunken. Und jetzt bei uns im Westen kommt noch dazu ein starkes Bedürfnis nach Demokratie und Mitsprache, also nicht nach diesem traditionellen hierarchischen Cut-Down, der sich in diesen kirchlichen Patriarchatsstrukturen herausgebildet hat. Da ist Emanzipation eine Frage und da ist Psychologie und Psychoanalyse eine Geschichte. Und wie können wir die Weisheit, die wir mitgebracht haben, was hat das zu tun? Wo treffen die sich in der Essenz wieder? Weil es ist nicht so, dass jede japanische Soto-Linie, die auf uns zukommt, nur weil es eine Linie ist und die das regelrecht so vererbt gekriegt haben, dass das jetzt ein authentisches Dharma lehrt. Sondern das ist eine Frage, sind die Menschen, die das Dharma lehren, integer? Haben die ihren Weg gefunden? Und unser Weg ist nicht ein japanisches Soto-Zen oder ein burmesisches Theravada-Zen. Wir müssen das übersetzen in unseren Kulturkreis und die Weisheit von authentischen Lehrern versuchen, einen Ausdruck zu finden, der uns hier im Westen hilft, tiefer zu kommen. Klar ist es so, dass wenn Menschen eine gewisse, ich glaube manchmal ist es mehr, dass man sich darauf einlassen kann, auf einen Lehrer oder eine Lehrerin, die einen wirklich sowohl mit dem Schwert Manjushris wie mit dem Mitgefühl Avalokiteshvaras, dass man in dem sieht, die hat etwas gelernt, die hat etwas, was mich inspiriert, durch dieses Leiden durchzusetzen, zu erfahren, was das Leiden ist. Und das Schöne an Sylvia Wetzel war, die hat auch mit Lehrern aller Traditionen praktiziert, aber sie hatte einen Hauptlehrer. Und so ist es bei mir, bei ihr war es halt im tibetischen Buddhismus und bei mir ist es halt mehr im Soto-Zen. Aber das hat mehr mit dieser Grundmethodik zu tun. Und trotzdem ziehe ich mir die Weisheit eines Ajahn Amaros rein, einer Tsultrim Aljone rein. Ich höre Juden zu, ich höre Christen zu, weil es mir um die Weisheit geht. Nicht um, so muss man es machen. Dann bin ich wieder in meinem christlich-jüdischen, dogmatischen Weg vorhanden. Und das ist ja der Grund, wieso ich da raus wollte, weil das für mich nicht gestimmt hat, nicht hinterfragen zu dürfen. Auf das kommen wir nochmal zurück. Wenn wir jetzt dort hingehen, wo wir vorher quasi den Loop jetzt gemacht haben, nämlich wo du gesagt hast, nein, du bist noch nicht bereit für den Weg und 10 ist für dich so ein patriarchalischer Haufen gewesen. Genau. Und trotzdem ist dann eine der nächsten Stationen USA gewesen, wo du dich sehr tief dieser Praxis gewidmet hast. Was ist da passiert oder wie ist es dann zu dem gekommen? Naja, wie gesagt, das war ja mit Kuno im Wald nicht anders oder mit diesem Artikel über Sylvia nicht anders. Das war wie der brennende Dornbusch, der aus Saulus Paulus machte. Und jetzt ist die Frage, meint man es ernst oder will man sich in dem niederlassen, wo man gerade ist? Und das nennt man Karma. Wir machen lieber die gleichen Fehler immer wieder, dann wissen wir wenigstens, worunter wir leiden, bevor wir was Neues ausprobieren. Und diese Begegnung mit der Joan vor mir zu sehen, meine Workshops in diesem Kongress umzustellen, um einen Workshop mit ihr zu machen und dann zu sagen, ah ja, das Erste, was ich in diesem Workshop gemacht habe, war ihr vor 300 Leuten zu widersprechen. So haben wir uns kennengelernt. Gut. Naja, und dann konnte ich ja nicht Englisch und ich wusste aber so, das ist real. Und was in diesem Kongress passiert ist, da war eine andere Schülerin von Sylvia Wetzel und die hat mir einen Bergkristall geschenkt, einfach so. Und die hat gesagt, guck mal, der ist tausende von Jahren alt. Und ich nehme das Ding in die Hand und denke, okay, der hat tausende Jahre gebraucht, um so klar zu werden. Wie lange willst du brauchen, bis du anfängst? Und das war der Dreh.
Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihre Schülerin werden könnte und ob ich zu diesem ersten Being with Dying Retreat kommen könnte. Dieser Kurs für Menschen, die sich professionell um Sterbende betreuen. Und schon, wie sie halt so ist, ja, komm du mal. Und dann habe ich tatsächlich 5 Monate lang jeden Tag Englisch gelernt. Brutal, es war eine heftige Zeit. Und dann bin ich darüber gefahren und habe zum ersten Mal so eine Zen-Andacht-Liturgie miterlebt und dachte, da bin ich ja gespannt, wie lange ich dieses Theater mitmache. 2 Jahre später war ich ordiniert. Also, wenn man sich auf diesen Weg einlässt, dann muss man schon willig sein, Dinge auszuprobieren, von dem einem der rationale Geist sagt, das mache ich nicht. Weil meistens sind es dann genau die Dinge, wo jetzt vielleicht mal gefragt sind zu machen. Und naja, das habe ich dann gemacht und habe es dann erstmal trotzdem gemacht, obwohl ich es nicht machen wollte. Und dann festgestellt, das macht total, also das erzeugt eine Sinnhaftigkeit in mir, die ich so nicht kannte. Das heißt, da ist was ich lernen kann und was ich lernen möchte. Und es hilft mir weiter auf meinem Weg zu dieser Frage, worunter leide ich denn und wie komme ich da raus? Und dann habe ich es halt gemacht. Und dazu muss man sagen, dass ich war ein extrem christliches Kind und wenn mich jemand fragte, was ich mal später werden wollte, war meine Standardantwort eine Heilige. Ich hatte eine ganz tiefe Beziehung zu Roben. Also es waren auch sehr viele Nonnen um mich herum, als ich ein Kind war. Und Nonnen sind wir immer wieder begegnet. Aber ich wusste natürlich, dass das mit den christlichen Roben nichts ist, weil das mit meinem Gehorsam ist jetzt nicht meine größte Stärke. Also das war klar, das wird nichts. Deshalb wird es auch mit den Theravada und diesen 275 Ordensregeln, die könnte ich mir nie im Leben merken, das wird's nicht. Mir ging es um die Essenz. Und ich dachte eigentlich, das mit den Roben ist abgeschrieben. Und als ich zum Zen kam, wo es so viele Zen-Rebellen gibt, im Zen gibt es sehr viele Rebellen, das war wie Heimkommen. Und dann wusste ich, diese Robe will ich. Das ist meine Robe. Und dann war ich 2 Jahre später ordiniert. Das heißt, du hast eigentlich 2 Jahre schon praktiziert, bis du dann ordiniert hast. Also du hast schon gewusst, oder fast, du hast gewusst, auf was dich einlässt. Und dann nimmt es mich jetzt Wunder, vorher hast du gesagt, so das patriarchalische, und du hast nochmal etwas gesagt, wo glaube ich, mehr aufs Ritual bezogen war. Also Uniformierte, genau. Mein Bild von 10, wenn ich auf YouTube irgendeine Dokumentation schaue oder so, ist schon also wahnsinnig streng. Also da kommt es ja dann wirklich darauf an, ob das Essstäbchen so oder so liegt und die Serviette so oder so gefaltet wird. Und also, es hat fast so ein bisschen etwas, wie sagt man das? Ja, verkrampft irgendwie auch, oder? Also, wenn das Stäbchen falsch liegt, dann, also was passiert dann? Geht dann die Welt unter, wenn das Stäbchen falsch liegt? Oder, was? Deine Welt geht unter, Lukas. Das ist nämlich genau der Trick an der Geschichte. Das Stäbchen oder so liegt ja nicht richtig oder falsch. Und es liegt doch richtig oder falsch. Aber dein Urteil darüber, wer du bist, wenn du die Stäbchen nicht dahin legst, so wie sie hingelegt werden könnten, das ist dein Hint, worunter du leidest. Nämlich, ich möchte richtig sein. Und ich bin's, so wie ich jetzt bin, nicht, weil ich krieg's nicht auf die Reihe. Aber dann kommt man jahrelang eins auf den Deckel über, wenn man Stäbchen falsch anlegt. Tut das nicht das quasi noch bekräftigen? Da kommt es darauf an, wie der Lehrer oder die Lehrerin reagiert. So, wenn die das macht, dich zu bekräftigen, du bist falsch, wenn du das machst. Weil, dann muss man die Lehrerin oder den Lehrer hinterfragen, was der Sinn dieser Formpraxis ist. Und dieser Shift kommt tatsächlich irgendwann, wenn man das macht. Am Anfang ist das ein rationales, so macht man es. Und man muss sich irrsinnig konzentrieren, dass man so macht. Das ist Achtsamkeitspraxis. Man muss selber aus dem Weg gehen
und muss bei dem bleiben, was man macht. Und nicht, ich schlender mal schlaksig durch eine Meditationshalle und flät's mich auf dem Kissen, wie das in vielen Traditionen der Fall ist. Sondern man nimmt eine gebührende Haltung ein für das, was man da macht. Weil man macht eigentlich was Heiliges, wenn man da reingeht. Man geht aus dem Weg und gibt dem Leben die Chance, einen zu leben. Ohne dass man dauernd denkt, man muss es rausfinden, was man lebt, damit man richtig ist. Und irgendwann, wenn man das immer wieder übt und aufrichtig durch den Meditationsraum zu, sich zu verbeugen vor dem, was größer ist als man selber, sich zu fokussieren, dass ein Essen nicht selbstverständlich da liegt, sondern dass das meine Haltung gebührt aus Dankbarkeit und Hingabe dem Leben gegenüber, dass das Leben mich nährt, dann passiert da was anderes, wenn man die Stäbchen so dahin legt. Man würdigt sie. Und nicht, man fläzt gleichgültig dran rum, Hauptsache mal gucken, was es zum Essen gibt und ob mir das schmeckt oder nicht. Da frage ich mich einfach, gibt es nicht noch einen Mittelweg zwischen einfach fläzen und dann eben so etwas, das fast rigid von außen aussieht? Also ich verstehe deine Aussage total, dass das die Achtsamkeit fördert. Ich meine, die Kontinuität von der Achtsamkeit, beim Hassi sagen da wird, dass es sehr stark gemacht durch die Verlangsamung vor allem im Retreat, oder? Alles macht mal sehr, sehr langsam, um die Achtsamkeit anzubringen. Also das kann ich gut nachvollziehen. Und trotzdem denke ich mir immer noch, auch wenn du es jetzt so erzählst, immer noch recht extrem. Also dazu muss man wissen, die Achtsamkeit, wie sie im Theravada gelehrt wird, ist eine andere Achtsamkeit, wie sie im Zen gelehrt wird. Kannst du vielleicht ganz kurz den Unterschied charakterisieren? Also im Theravada ist es, man schult ganz klar das Bewusstsein, also auszurichten auf ein gewisses Ding. Also nehmen wir jetzt mal die Essstäbchen. Ich richte die Achtsamkeit auf diese Essstäbchen. Im Zen sitzt der Typ auf dem Altar mit einem Schwert in der Hand, dieser besagte Manjushri. Da geht es darum, diese Dualität zwischen dir und diesen Zen-Stäbchen zu durchschneiden. Und das ist ein sehr direkter Weg. Und das ist also vielleicht auch so ein kriegerischer Weg des Samurai, dieses zu durchschneiden. Das heißt, dein Ziel ist nicht wie im Theravada, ich spüre diese Essensstäbchen oder ich lege sie hin, sondern die Erkenntnis, dass du nicht abgetrennt bist von diesen Essstäbchen, dass das ein Ding ist, dass du Teil dieser karmischen Kette bist, auf dieser bedingten Ebene des menschlichen Daseins, aber dass das alles komplett eins und zusammenhängend ist. Und wenn du du machst es ja immer gleich, immer. Und irgendwann fällst du da rein. Dass das einfach der natürlichste Ablauf ist, das tatsächlich so laufen zu lassen. Und dazu hin muss man sagen, was ja passiert, das machen alle in diesem Meditationsraum gleich. Das heißt, du nimmst dich, was mit der Ordination ja auch mit der Rasur zum Beispiel so ist, man nimmt die Individualität weg. Durch die äußere Form reduzierst du schon diesen individuellen, ich will es jetzt aber so machen, sondern du gibst dich rein in das ist jetzt, was der natürliche Fluss des Lebens ist, wie ich das praktiziere, zu kapieren, dass ich nicht abgetrennt bin von allem, was ist. Dass das Essen, der Essende und das dazwischen ein natürlicher Fluss ist. Und das ist halt die Formpraxis, ist die Methode. Und das ist, was es wird, am Anfang empfinden das sehr viele als rigide, das ist so. Und dann geht es auch wieder, ja, wieso leide ich denn darunter? Und da kommt halt unser antrainierter kultureller Individualismus, wird da extrem provoziert. Unser Glaube, ich bin individuell und mein Erwachen ist individuell und mein Weg ist individuell und so weiter und so fort. Und vielleicht ist das die Ursache des Leidens. Und was man dann übt, ist,
naja, jetzt mache ich es vielleicht mal anders und guck, was passiert. Und am Ende, was da passiert, ist vielleicht sowas wie ein Liebeslied. Das ist jetzt mit den Essstäbchen, das Ritual heißt Oryoki, dieses Essensritual im Sendo. Das hat eine unglaubliche Ästhetik. Und es ist wirklich so ein Einklang wie im Singen auch. Das ist vielleicht so eine andere Art von Gesang, die da passiert. Dass das Leben dich nährt und du das Leben nährst und du gemeinsam diese Melodie des Lebens singst durch so ein Ritual, in dem du aus dem Weg gehst. Welche Rolle spielt die Meditation im Zen? Also neben dem Ritual. Was verstehst du unter Meditation? Ich habe jetzt gerade gedacht, man könnte auch irgendwie meine 100 Vorurteile über 10 machen als Podcast-Folge. Ich habe vor vielen Jahren mal einen MBSR-Kurs gemacht, also Mindfulness-Based Stress Reduction. Und dort hat es jemanden dabei gehabt, der hat gesagt, er hätte schon seit Jahren lang immer 10 praktiziert. Und er hätte nie verstanden, um was es ging. Weil dort ist er jetzt einfach immer angesessen und hat die Wand angeschaut und er ist überhaupt nicht weitergekommen. Und Jahre später habe ich einmal ein Zitat gehört ich glaube es ist vom Ajahn Chah, der gesagt hat, die Hühner sitzen auch den ganzen Tag, wegen dem finden sie nicht notwendigerweise die Erleuchtung. Und wenn ich das jetzt zusammenbringe, der das erzählt hat, der ist offensichtlich einfach gesessen, aber hat irgendwie keinen Plan gehabt, was er da eigentlich macht. Also er ist gesessen wie ein Huhn auf dem Ei, hat er nicht einmal ein Ei ausgebrütet. Also es ist irgendwie nichts daraus entstanden. Und das ist so das Formlose vom Zen, wo in der Sitzmeditation jetzt mal, ich glaube, es gibt ja auch Gehmeditation beim Zen, aber wenn ich jetzt das mal so als Sitzen als Meditation würde charakterisieren. Also Zen heißt ja Meditation. Es kommt aus dem chinesischen Chan und heißt nichts anderes wie Meditation. Zazen, die Methodik, heißt Sitzmeditation. Was ist Meditation? Also solange man als Praktizierende noch auf dem Trip ist, wenn ich auf dem Boden sitze, möglichst noch im vollen Lotus und irgendwie was mache, was so alle um mich herum machen, ich bewege mich möglichst nicht, das ist Meditation. Dann ist da eine sehr dualistische Sicht da. Nämlich, das ist Meditation und das nicht. Da übe ich nicht. Zazen ist eine Form der Meditation. Aber Kochen und Essen und Liturgie, ich glaube, im Zen wird Meditation, was passiert, ist, dass das Leben eine Meditation wird in verschiedenen Ausdrucksformen. Und die Sitzmeditation einfach eine fokussierte Form ist, dahin zu kommen. Eine Methodik, um dahin zu kommen, dass das Leben ein Ausdruck von Einheit wird. Ich sage immer, ich finde nicht, dass Zen eine Anfängermethodik ist. Und also wie gesagt, ich musste auch über meine rationalen Muster und über Sylvia Wetzel mit dieser Herzensgüte und den Erklärungen über die Lehrreden dahin kommen, zu verstehen, um was es eigentlich geht und ein bisschen in Kontakt mit meinen Mustern zu kommen, bevor ich auf diese Art dahin gekommen bin, was man denn die Zen-Leute. Ich hätte es auch nicht verstanden, Lukas. Ich hätte es wirklich nicht verstanden. Und ich teile dieses Vorurteil, dass viele jahrelang auf dem Kissen sitzen und nichts anderes passiert, wie dass sie ihre Muster verstärken, weil sie von außen nicht den Support kriegen, den sie brauchen. Jetzt muss man wissen, dass im Zen Teil der Methodik war, man sieht seinen Lehrer permanent. Das ist ein permanenter Spiegel, der da kommt. Und es ist nicht nur das Sitzen und dann die Wand angucken, sondern da gehört eine ganze Ladung dazu. Also zum Zazen oder zum Zen jetzt allgemein? Zur Methodik des Zen. Man sitzt sehr viel. Es ist eine Core-Methode, eine Herzensmethode im Zen zu sitzen. Aber
Es ist nicht nur die formlose Meditation, die da passiert, man arbeitet auch mit Koans, das heißt mit Fragen, die man nicht rational beantworten kann, wo man sich nicht gleich wieder in seine Sicherheiten flüchten kann, sondern man kriegt Aufgaben gestellt, wo dieses durchbrechen sollen. Dieses Ich bin hier, ich denke mir die Welt so und so zusammen und ich frage mich nicht mehr, was denn die Welt jenseits meiner Gedanken ist. Sondern da gehört sehr viel Vorträge dazu, da gehören immer wieder Inputs während der Meditation dazu, um dich zurückzuholen ins Jetzt. Und da gehört diese konstante Konfrontation mit einem Spiegel dazu. Und wenn man nur einfach denkt, ich setze mich ja jetzt mal auf mein Kissen und dann ist Ruhe. Und so fangen halt im Westen die meisten Leute an zu meditieren, die keinen Spiegel haben wollen, weil es unangenehm ist, da reingucken zu müssen. Die auch keine Therapie machen wollen, weil das auch unangenehm ist zum Reinsitzen, sondern diese Fantasie nachhängen, ich sitze jetzt mal auf mein Kissen und ich übe so ein bisschen von mir aus Vipassana und Achtsamkeit, weil das ist ja schön, wenn ich lerne, meinen Geist auszurichten, die fallen alle zwischen Tür und Angel, weil ihnen ein Leitpferd fehlt, wo zeigt, wo es denn eigentlich hingeht und was man denn eigentlich will. Und die sie begleitet durch ihr Leiden. Und wenn man das nicht hat, dann verschwendet man, egal in welcher Tradition, ganz viele Stunden auf dem Kissen. Und wo geht es denn hin im Zen? Gibt es ein Ziel? Weil es nichts zu erreichen gibt, leben Bodhisattvas Prajnaparamita. Das Ziel ist vielleicht zu erkennen, dass es nichts zu erreichen gibt. Weil wir ja immer, also wenn wir anfangen zu praktizieren, dann erst das, ich möchte es erreichen, zu erwachen. Das Erwachen ist da, du musst einfach mal aus dem Weg gehen. Und das aus dem Weg gehen ist die Schwierigkeit, egal in welcher Tradition. Es gibt Dinge zu erkennen, die Perspektive zu vergrößern. Dieses, ich bin hier und hier ist der Rest der Welt, darüber hinwegzukommen, über diesen Irrglauben, den der Buddha schon beschreibt in seiner Ursache des Leidens. Das gibt es zu erkennen. Es gibt auch im Zen nichts anderes zu erkennen, wie das, was der Buddha in den 4 edlen Wahrheiten beschrieben hat. Die Methodik ist halt anders. Aber das Dharma ist immer ein Weg zum Erwachen. Es ist nur, die Schulen, das sind nur Finger, die auf den Mond zeigen, wie das im Zen beschrieben wird. Das ist nur die Methodik. Aber den Mond zu sehen, den Mond durch dich spiegeln zu lassen, das ist was anderes. Und das kann man nicht erklären und dafür gibt es wenige Worte. Aber man muss natürlich Worte benutzen, um ein Finger zu sein, ein Wegweiser. Du hast jetzt mehrfach das Erwachen erwähnt. Im Zen gibt es ja, glaube ich, 2 Begriffe. Es gibt Satori und es gibt Kensho, oder? Wo so als Erwachen, wird beides zum Teil als Erwachen übersetzt. Also ist das das Ziel und wie unterscheiden sich dann die beiden? Also jetzt komm mal runter von diesem Zielgedanke, das kannst du jetzt mal bleiben lassen. Und das geht ja nicht. Kensho ist ein Durchbruch. Kensho heißt erstmal Durchbruch. Du hast, meistens wird dieser erste Durchbruch, in dem das, was wir als fix wahrnehmen, als Form wird es meistens bezeichnet, dass man erkennt, das ist nicht so, wie ich das denke, dass das ist. Dass die Dinge leer sind von einem inhärenten Selbst. Das nennt man meistens Kensho. Satori ist dann wirklich das Erwachen. Und Erwachen heißt nicht nur ein Durchbruch in Leerheit, das ist mal der erste Durchbruch, also dieser 180-Grad-Perspektivenwechsel, von dem wir die Welt vorher gesehen haben, zu, was ist Erwachen? Weiß man's? Also ich kann sagen, dass ich es nicht weiss. Und wenn man es weiß, ist es dann noch Erwachen? Wie ist die Welt anders für jemanden, der erwacht ist? Weiß man's?
Der Buddha hat gesagt, darüber zu spekulieren ist eigentlich Blödsinn, weil man es nicht weiß, bevor man es nicht erlebt. Und wie gesagt, solche Kensho-Erfahrungen, die kommen schon immer wieder. Das ist nicht, das bleibt nicht Kensho, der Durchbruch, Momente des Erwachens, die sind vergänglich wie alles andere. Weil jetzt immer was anderes ist. Und trotzdem gibt es Perspektivenwechseln, die machen so einen Eindruck, dass sich das Leben wirklich 180 Grad ändert. Dass die stabiler sind. Und mit jedem dieser Durchbruchserlebnisse wird und der Perspektivenänderung wird das Leben weiter und größer. Ob es ein endgültiges, also wir träumen ja davon, also das macht jeder, der anfängt zu praktizieren. Es gibt dann diesen einen Durchbruch und danach ist es endlich vorbei mit dem Leiden. Nice thought, wie Roshi Egyoku darüber immer sagte. Und zu merken, das ist eigentlich meine Sehnsucht und deshalb praktiziere ich. Das ist schon mal wichtig. Dass ich diesen Drang, ich will raus aus diesem Leiden. Weil erstens ist es ein großer Motivator, dass wir was ändern. Und zweitens können wir dann erkennen, worunter wir denn leiden. Weil wir nämlich alles Unangenehme nicht wollen und alles Angenehme wollen und wir stellen uns Erwachen als dauerangenehmen Zustand vor. Das ist unsere Idee von Erwachen. Hat der Buddha so nicht unbedingt gesagt. Und es ist auch nicht so, dass man nach diesen Durchbruchserlebnissen, also meiner Erfahrung nach, man wird eigentlich viel sensibler. Man sieht immer viel mehr die Ursachen des Leidens. Und da kommt dieses Mitgefühl rein. Und wieso das bei diesen Bodhisattvas so ein Antrieb ist. Dieses wirklich tiefe Mitgefühl, weil sie die Ursachen des Leidens mehr kennen, weil sie sich in sich mehr kennen. Und das kommt halt mit dem Erwachen auch, mit diesem immer tieferen Vordringen in die Essenz des Seins und in die Essenz dessen, dass zur Bedingtheit des Daseins Leiden gehört. Wenn man immer sensibler wird, dann wird es ja auch schwierig, zum Teil mit all dem Leiden in der Welt umzugehen. Entwickelt dann die Seele auch gleichzeitig irgendwie Gleichmut, um das aushalten oder ausbalancieren? Ich glaube, unser Geist lässt nicht mehr Durchbrüche zu, wie dass wir fähig sind zu tragen. Das heißt, die Durchbrüche kommen dann, wenn das Herz auch geschult ist, in Gleichmut und in Mitgefühl. Das geht parallel. Und also so empfinde ich es. Ich kann dir nicht sagen, wie andere Menschen das groß empfinden. Diese Kultivierung der Essenz dessen, was es heißt, Mensch zu sein, bringt diese Charaktereigenschaften, man nennt die auch Paramitas, die kommen, da entwickelt man eine Stärke und eine Energie, die einen das tragen lässt. Und wenn man das nicht mitbringt, dann brennt man aus. Aber man ist dann immer so abgetrennt von dem Leiden und man kann auch damit sein. Das ist das, was Bernie Glassman, also es gibt diese 3 edlen Gelübde von Anfang an, die hat der Buddha so formuliert: Tu nichts Böses, tu Gutes für andere. Bernie Glassman hat die in unseren Kulturkreis übersetzt mit Nichtwissen, und damit meint er nicht die Absenz von rationalem Wissen, sondern eine radikale Offenheit. Bearing Witness, also Zeugnis ablegen für das, was ist, und dann eine Handlung, die daraus entsteht. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz in Bezug auf das, was du sagst. Was man lernt durch dieses Zen, dass man wirklich mitten rein sitzt in dieses Leiden, in sein eigenes Leiden. Und dass man merkt, das ist die Ursache des Leidens und ich wälze mich nicht da drin. Was wir ja dann oft machen, ist, ich armes kleines Würstchen Mantra singen, sondern ich kann da damit sein. Und das entwickelt natürlich auch die Kraft, die Geduld, die Großzügigkeit,
das kultiviert das einfach auch mit dem Leiden und die Weisheit zu unterscheiden, das ist mein Leiden, das ist das Leiden auch von jemand anderem und die Sammlung des Geistes, das sind diese Charaktereigenschaften eines erwachten Wesens, dass man mit diesem Leiden sein kann. Das ist eine Kultivierung von einem bestimmten vom Geist. Und jetzt hört sich das wieder so an, ich kultiviere den Geist. Das ist nicht so, Geist ist so. Aber man nimmt den Deckel von dem Geist immer mehr weg. Oder ein Lehrer bei uns in Sensi, er hat immer gesagt, mit jedem Durchbruch ist es wie wenn man eine Sonnenbrille auszieht und plötzlich ist es hell und man denkt, wow, cool, jetzt sehe ich die Welt, wie es ist. Und dann stellt man fest, man hat immer noch 100 Sonnenbrille auf der Nase. Und mit jeder Sonnenbrille, die man aussieht, wird es ein bisschen heller. Und man ist ein bisschen mehr fähig, da zu sein. Und was auch da ist so eine gewisse Akzeptanz, das, was der Buddha auch gemacht hat. Ja? Solange es Menschen gibt, wird es Krieg geben. Aber solange es Menschen gibt, wird es auch Mitgefühl geben. Und ja, wir leiden unter Gier, Hass und Ignoranz. Wie kann ich mein Verhalten, mein Wesen schulen, dass ich diese Gegenmittel der Weisheit, der Offenheit und des Mitgefühls kultivieren kann? Und das macht man. Und wenn einem da die Methode des Zen hilft, um mehr in Harmonie mit dem Geist, diesem Geist zu kommen und mit unserer Essenz zu leben, dann ist es gut. Wenn es Vipassana ist, dann ist es gut. Und wenn es die Tibeter sind, ist es gut. Aber man muss halt wissen, dass man nicht nur so sein oberflächliches Leiden ein bisschen in den Griff kriegen will, wenn man es ernst meint mit dieser buddhistischen Lehre, sondern dass man an diese Essenz rankommen will. Und dazu muss man halt ins Leiden reinsitzen. Du hast in einem Podcast «Das letzte Stündchen», das vor einem guten Jahr aufgezeichnet worden ist, gesagt, du gehst dieses Jahr in ein Kohleabbaugebiet oder so, gehen da zusammen, um genau das zu machen, um dort zu sein und zu schauen, wie es ist. Was macht so etwas mit dir? Also bist du gewesen und was macht so etwas mit dir? Also es ist dann, wurde dann erstmal verschoben und wegen Corona und dann hatte ich einen Jobwechsel und konnte nicht mit. Aber die Bearing Witness Retreat, das ist eine Methodik, die in meiner Zen-Linie, Bernie Glassman war ja eigentlich ein bisschen ein Aktivist, der hat die Straßenretreats gegründet, vor allem die Auschwitz-Retreats und andere Retreats, wo wir mit dem größten Leiden, das wir uns durch unsere Gier und unseren Hass produzieren, mitten reingesessen sind. Ich war 5-mal in Auschwitz, ich war in Srebrenica mit dabei. Was macht es mit mir? Auschwitz war wahrscheinlich eine der größten Lehrerinnen, die ich hatte. Dieses, wo wir sehr gut rankommen, ist unsere Opferidentifikation. Was wir ja gar nicht zulassen wollen, ist unsere Täteridentifikation. Und wir Deutschen haben manchmal dann erst recht das Gefühl, mit unseren ständigen Schuldgefühlen, das ist sehr weit verbreitet bei den Deutschen. Also wir kommen in diese verschiedenen in dieses Hamsterrad der Überlebenstriebe, die ich am Anfang erwähnt habe, sehr schnell dran. Weil das Ding ist dermaßen schockierend, die Grenzen fallen runter. Unsere Schutzmechanismen fallen einfach weg. Und die Methodik, die man da macht, man sitzt da wirklich rein, worunter leiden wir denn? Und wenn man das sieht und die Wurzeln dieses Leidens sieht, was das für Auswirkungen haben kann, hat auch im gewissen Sinne, wenn man in die entsprechenden Umstände kommt, das ist ja jetzt gerade wahrscheinlich für diese russischen Soldaten in Dings nicht anders. Die hätten wahrscheinlich vor 5 Jahren von sich auch noch behauptet, sie sind ja eigentlich ganz anständige Menschen. Aber was solche Worst-Case-Szenarien im Außen aus uns rausbringen können, wenn wir keine stabile Persönlichkeit entwickelt haben, ja, das sehen wir jetzt sehr live.
Wir sehen sehr live, was unser Konsumverhalten für Auswirkungen hat, sodass wir unsere eigenen Ressourcen abgraben. Und diese Aufrichtigkeit zu haben, das wirklich anzugucken und da reinzugucken. Wenn das keine Verhaltensänderung war, dann war es halt ein anderer Heldentrip. Jawohl, ich war in Auschwitz und habe da in Retreat gesessen. Kann man auch draus machen. Machen viele Menschen draus. Oder ich schreibe ein Buch drüber. Machen auch viele Menschen drauf. Naja, das ist was anderes, wenn man da auf dieser Wiese sitzt, wo die Asche von Millionen von Menschen verstreut wurden oder in Auschwitz I in der Gaskammer steht. Und merkt, ja, so eine kleine Gaskammer mache ich mit jedem Lästern über eine Kollegin. Und dann überlegt man sich es vielleicht nochmal. Das heisst, das grosse Leiden, das man dort hat, oder das man dort wahrnimmt, wo man Zeuge wird davon, hilft einem dann auch irgendwie der kleine Anfang, wo das Leiden quasi verursacht, in Angriff zu nehmen und bei sich selber zu verändern, also dort eine Veränderung zu initiieren. Weil ich habe mich wie zum Teil gefragt, ja, muss ich auf Auschwitz gehen, muss ich in ein Braunkohlewerk sitzen, um wissen oder auch das Verhalten ändern und wissen, dass das nicht der heilsame, gute Weg ist. Das ist ja echt eine extreme Situation, wo man sich dort auch aussetzt. Ja, wie gesagt, Zen ist ja schon ein bisschen der Weg des Samurai. Erwachen jetzt. Die Frage, die man sich da stellt, vielmehr wenn man in Auschwitz sitzt, ist, darf man die Opfer wirklich als Lehrer nehmen? Das ist die Frage, die man sich dafür stellt. Weil man sie instrumentalisiert und nicht auf eine Art Genau, instrumentalisiere ich sie. Aber wenn wir da zwischen diesen zwei berühmten Kreisen in Birkenau gesessen sind und die Namen laut vorgelesen habe, derer, die da nie mehr ist, das ist auch irgendein großer Akt der Versöhnung, den man da macht. Und tatsächlich sie zu würdigen als Lehrer ist vielleicht die Würde, die man ihnen zurückgeben kann. Das ist das eine. Warum muss man das machen? Wir sind Meister im Verleugnen. Meister und Meisterinnen im Verleugnen. Wir reden uns viel ein. Ich weiß ja, dass das die Ursache ist und ich kann es ja bleiben lassen. So ein Bearing Witness Retreat ist ein sehr direkter Weg, dein Verleugnen zu durchbrechen. Sehr. Und interessanterweise, was da kommt, oftmals, wenn du das so angehst, da kommt wirklich ein Licht und eine Motivation, wirklich das Leben zu ändern und was anders zu leben. Du kannst dich auch, weiß ich zurzeit, ich schaffe es ja gern mit Leitfragen, mit Leuten, mit denen ich zusammen sitze. Du kannst dich auch fragen, mache ich das Licht aus, weil ich Angst habe vor einer Strommangellage oder weil ich Mutter Erde liebe? Das sind zwei völlig grundlegende andere Geisteshaltungen. Und wenn wir ehrlich sind, dann machen wir es halt oft aus, wenn wir Angst haben vor einer Strommangellage und dass unser Luxus flöten geht. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass wir Mutter Erde wirklich so lieben, dass wir unser Verhalten ändern? Und da gibt es halt Methoden und Auschwitz ist eine Methode, eine radikale Methode, zugegeben. Eine Woche Straßenretreat zu machen, ist eine Methode. Aber man muss immer wissen, du gehst nach einer Woche wieder heim. In Auschwitz sind 1,4 Millionen vergast worden. Die Obdachlosen leben da, bis sie sterben. Aber so ein bisschen hingucken, so ein bisschen, ist schon okay. Würdest du auch sagen, Erkenntnis bringt Verantwortung mit sich? Ja, klar. Erkenntnis bringt Verantwortung, immer. Ich habe gesucht auf Dharma-Seite. Ich finde praktisch keine, ich glaube 2 Vorträge von Tausenden
zum Thema Verantwortung in diesem Zusammenhang. Das habe ich recht spannend gefunden. Wie würdest du Verantwortung definieren? Wenn man eine Einsicht hat in so etwas, wie Leid entsteht, auch wirklich etwas zu ändern, bei sich zu ändern. Okay, jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Ich glaube, wieso du keine Antwort gefunden hast, ist, weil das ein natürlicher Vorgang ist. Es ist nicht ein rationaler Entschluss, ich übernehme Verantwortung, sondern das passiert. Aber passiert es auch wirklich? Also wenn ich in ein Retreat gehe und dort fliegen die Leute aus der ganzen Welt ein, für eine Woche, jemand fliegt ein, der eine Stunde von der Lehrerin weg wohnt, muss ich schon sagen. Also ich finde schon, oder man kann sich in der heutigen Zeit schon fragen, ist es wirklich noch nötig, Lehrerinnen und Lehrer um den ganzen Globus zu fliegen, oder kann man das auch über andere technologische Sachen machen? Und dort finde ich immer noch, es hat eine andere Qualität, wenn jemand präsent ist, ein Lehrer oder eine Lehrerin präsent ist, als wenn man nur das am Bildschirm sieht. Das hat für mich immer noch eine unmittelbare und andere Präsenz. Aber wenn dann Schüler um die ganze Welt fliegen und quasi ihren Lehrern nachreisen für Wochen und dann wieder zurückfliegen, dann frage ich mich schon ein bisschen, haben sie verstanden, was da praktizieren? Soll ich dir jetzt mal einen Spiegel hochhalten? Mach das. Es gibt im Zen, wenn man diese Gelübde nimmt, gibt es ein 7. Bodhisattva-Gelübde. Und das heißt, sich nicht selbst zu erhöhen und andere zu erniedrigen. Es ist nicht die Frage, was andere mit dieser Belehrung machen. Unser urteilender Geist und unser ständiges Vergleichen, das ist besser, das ist schlechter, das ist mehr wert, das ist weniger wert. Das ist eines der tiefgründigsten Ursachen des Leidens, weil das hält uns in dieser Opfer-Täter-Retter-Identifikation. Zu denken, ich mache es besser wie jemand anders und ich rette die Welt, oder das ist ein Täter, wegen dem geht das doch. Ich bin ein Opfer, weil die das so machen und so weiter. Das ist das, was ich meine mit diesem Hamsterrad der Überlebenstriebe. Da häkeln wir drin rum. Meiner Ansicht nach ist das, woran man eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer erkennt, ist Leben, die ein integres Leben. Leben, die ein integres Leben. Und niemand ist perfekt. Und das ist einer meiner Lieblingssprüche im Neuen Testament: Der von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ich schmeiße nicht. Und nie. Ich habe sie alle durch. Ich bin nach Amerika geflogen. Ich habe da gelebt und einmal im Jahr zurück. Das ist eine Seite, die wir haben. Und wir haben andere Seiten. Und wacher zu werden, zu erwachen für das, was unser Leben für Leiden kreiert. Das hat in diesem Sinne, um auf deinen Begriff Verantwortung zurückzukommen, ich glaube, was das macht und was ich unter integer verstehe, ist, dass das gar nicht mehr so betitelt wird, weil das eine natürliche, integre Handlung wird. Dass man versucht, ohne moralisch rumzupredigen, sein Leben zu ändern und das vielleicht andere motiviert, das auch zu tun. Nicht, weil ich sage, es ist falsch, dass man in der Gegend rumfliegt, sondern weil man aus Liebe zur Mutter Erde vielleicht nicht mehr in der Gegend rumfliegt. Und das ist das, was ich meine, ja? Man kann Auschwitz am Lichtschalter machen. Das ist eine Frage der Haltung und eine Frage des Geistes, ob dessen Natürlichkeit, weil der natürliche Geist ist mitfühlend, der natürliche Geist ist weise, der natürliche Geist ist klar. Und die Frage ist, kommt das, wie wir leben, vielleicht zu welchem Prozentsatz kommt er aus diesem Dings? Und das ist vielleicht der Grad des Erwachens
den man erreicht hat. Es hilft nichts, dieses Vergleichen. Es haut einen nur mehr in dieses Hamsterrad der Überlebenstriebe rein. Die Frage ist, will ich mehr zu dieser Essenz kommen und nutze ich das, dass andere das machen, für mein Leben zu sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte es nicht. Und vielleicht ist dieser integre Ausdruck unserer Leben viel mehr Lehrerin oder Lehrer, wie wenn wir sagen und den Zeigefinger hochhalten. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu deiner Geschichte, du hast ja mal die Roben abgeleitet 2012. Ich glaube, damit du mehr hast können in der Welt sein, also sie haben dich irgendwie dann doch gehindert. Und dann hast du es später wieder aufgenommen. Also du bist jetzt wieder ordiniert. Was war da dahinter und hat das auch mit dem Kontakt zur Welt zu tun gehabt? Also ich kam 2010 aus Amerika zurück, aus diesem Zentrum, wo Roben etwas ganz Bestimmtes ausgesagt haben, wo wir Priesterin waren. Und als ich zurückkam und aus dieser sicheren Gemeinschaft draußen war, da war ich sehr irritiert, wie denn jetzt mein Praxisweg weitergeht. Weil die Roben, so wie ich sie kannte, ja nicht mehr ihre Daseinsberechtigung hatten. Und dann dachte ich im Rational, und dann die Beziehung zu der Lehrerin dort ist gescheitert. Das war schwierig, weil solche Roben im Zen sind auch eben sehr an diese Linie, Ausdruck der Linie. Aber Roben, wie ich vorhin gesagt habe, war für mich nie Ausdruck der Linie, sondern das war für mich ein Ausdruck meines Lebens. Und in dem Augenblick wusste ich nicht mehr, wie das zusammenpasst. Und als ich ordiniert wurde 2002, und da wird einem während der Zeremonie die Roben angezogen. Und als mir die Roben angezogen wurde, der Satz, der mir einfällt, jetzt habe ich meine Haut bekommen. Das ist meine eigentliche, wirkliche Haut. Diese letzte Verbindung zur Außenwelt, die das durchgängig macht. Nicht diese Haut des Körpers, sondern das war so, das ist es. Und da 2012, nachdem ich durch dieses Ganze und dann so klar mir gesagt wurde, dafür stehen die Roben, dann war es das nimmer. Und ich musste dann auch um einen Akt mich von diesem Wissen, wofür die Roben stehen, wieder frei machen, um in dieses Nichtwissen einzutreten. Und ich musste einen Akt haben, wo ich auch klar benennen konnte, diese Teil meiner Biografie und auch diese Beziehung zu dieser Lehrerin, die ist jetzt vorbei. Du musst deinen Weg wieder finden. Und dafür musste ich erstmal die Roben ablegen. Und als ich sie abgelegt habe, dachte ich auch wirklich, ich lege sie jetzt ab. Fertig. Das kann es nicht sein. Ich bin jetzt wieder eine professionelle Pflegefachfrau und ich muss mich damit abfinden. Die Roben ist jetzt nicht mehr in diesem Lebenabschnitt. 5 Jahre später war dann, und ich hatte mich immer nach diesen Roben gesehnt, weil das ja so eine tiefe Berufung in mir war. Und 5 Jahre später war es dann wieder so, dass ich dann wieder in die Roben sind meine Haut drin war. Und ich brauche meine Haut wieder. Und jetzt lebe ich die Roben sehr anders. Jetzt sind sie was sehr Privates. Also ich zeige mich ja auch nicht nackt mit dieser Haut, ohne irgendwas drumherum zu wickeln, sondern es kriegen Menschen zu sehen, die mit mir üben. Wenn ich sie dann mal anziehe, ich ziehe sie zu Zeremonien an, wo ich in ein anderes Bewusstsein komme, ein mystischeres und magischeres Bewusstsein, weil sie da halt auch so stimmig sind. Aber ich trage sie nicht mehr als Kleidungsstück. Also es ist was sehr Intimes, wenn man mich in meinen Roben sieht.
Ich zeige mich da auch sehr verletzlich. Ich halte da nichts zurück. Wie sieht denn dein Alltag heute aus? Du bist als Pflegefachfrau tätig. Und ja, wie kommt da die Szene in den Alltag bei dir? Also eben an der Robenau sieht man es nicht, wenn du rausgehst. Dann auf der Straße erkennt man nicht, dass du praktizierst oder dass du so einen spirituellen Weg gehst. Wie kommt der in deinen Alltag? Oder gibt es überhaupt eine Trennung? Das ist vielleicht auch noch eine Frage. Das frage ich mich auch gerade. Es gibt keine Trennung. Ich glaube, es gibt keine Trennung für mich. Also erstens, mein Geist dreht sich immer ums Dharma. Also ich hatte gestern so eine lustige Situation. Da ist eine Kollegin, eine Freundin von mir, ich habe eine Freundin besucht und die fiel blöderweise die Treppe runter und hat sich verletzt. Und die hat mit mir, das war jetzt halt der Vergänglichkeitsretreat gemacht. Also sie konnte dann nicht mehr aufstehen und es war nicht klar, ist das was Ernstes oder nicht. Und sie ist ein sehr selbstbestimmtes Wesen, tolle Frau. Und dann sage ich zu ihr, guck mal, jetzt kannst du mal gucken, wie dein Geist darauf reagiert, dass du jetzt da hilflos auf dem Boden liegst und Schmerzen hast. Hat sie nicht so lustig gefunden, hä? Sie hat mir heute Morgen mit dem Telefon gesagt, das war wieder eine typische Evi-Frage. Wie wenn ich in so einem Augenblick noch darüber meinen Geist betrachten könnte, wie der auf diesen Sturz reagiert. Aber so tick ich. So tick ich. Und ich finde es total komisch, dass man das nicht macht. Verstehst? Oder wir hatten letzte Woche eine Situation, eben mit diesen Werten und diesen Vergleichen, das ist ganz normal. Und zwar hat uns eine Station um Hilfe gebeten oder es ging um eine Übergabe von einem Patient und die brauchten ein Gerät von uns. Und wir haben ihnen das Gerät gebracht und ich habe gesagt, das ist eine Institution, die haben alle Materialien, die man sonst dafür braucht. Hatten sie dann nicht. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, jetzt stell dir mal vor, wir heute schon 3-mal angerufen haben, weil sie dieses und dieses Material nicht haben. Ich habe gesagt, das ist doch super eine Gelegenheit zum deinen Geist trainieren. Jetzt kannst du gucken, ob du dich über sie lustig machst oder ob du sie unterstützt. Also ob du dich über sie erhebst oder ob du sie unterstützt. Und sie schickt mir nur einen Daumen hoch zurück. Und so tick ich halt. Das ist eine Gelegenheit zum Üben. Und wenn es mich piekst, dann ist es erst recht eine Gelegenheit zum Üben. Und deshalb kann ich nicht sagen, das ist ein Unterschied oder nicht. Aber natürlich ich sitze jeden Tag. Also auch wenn ich dafür morgens um 5 aufstehen muss. Ich meditiere, es sei denn, dass ich nicht meditiere. Dadurch, dass ich chronische Schmerzpatientin bin, ich habe eine gröbere Rückengeschichte hinter mir, muss ich auch jeden Tag Physiotherapie machen. Aber mein Tag ist eingebettet und dieses Zen-Training, wo du vorhin gesagt hast, diese Formpraxis, die fördert unglaublich Disziplin. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das kann. Dass ich jeden Tag aufstehen kann, diese Physiotherapie machen kann, dass ich meditieren kann, dass ich mit so einer Haltung zur Arbeit gehen kann und dass ich auch wieder nach Hause gehen kann und 100% solitär spielen kann. Glaubst du, die Disziplin, die ist durch Zen gekommen? Oder bist du sowieso eine disziplinierte Person und darum entspricht dir Zen? Was ist Ursache, was ist Wirkung? Ich glaube, ohne diese, also dieses Virya wird ja auch oft als Energie übersetzt. Also nicht, Disziplin ist ja wieder unser deutscher Schäferhund, sondern diese Charaktereigenschaft eines erwachten Wesens ist Virya, das ist ja auf Tatkraft oder Energie. Und also da fand ich Zen schon sehr förderlich, sehr. Aber das ist wahrscheinlich, wenn man immer so eine Art Kloster oder eine Gemeinschaft, das ist eine spirituelle Gemeinschaft zusammenlebt, wo, also bei den Christen ist ja, also überleg dir mal die Benediktiner, die regeln, das sind die Zen-Leute ja nur heilig dagegen. Das macht es einfach, weil am Anfang ist dein Geist einfach faul. Es gibt immer 100.000 Argumente, wieso man jetzt nicht aufstehen muss zum Meditieren. Und was man im Zen schon lernt, ist just do it.
Just do it. Wenn da ist, ist. Wenn du gefragt wirst, eine Glocke zu schlagen, schläg sie. Wenn du gefragt bist, jetzt zu sitzen, dann sitz. Das, was das Leben jetzt braucht von deinem Leben, mach's einfach. Und das Choriki, diese Energie, die da entsteht, die ist definitiv anders, trotz meiner chronischen Schmerzen, wie dass ich dauernd meinem Geist alles glaube, was ich sonst noch tun könnte. Du schaust auf eine lange Praxis zurück, mehrere Jahrzehnte. Wenn du jetzt so 3 Sachen könntest sagen, wo du sagst, das sind so Erkenntnisse gewesen, die du irgendwie auch anderen würdest mit auf den Weg geben. Gibt es da etwas? Sei ehrlich zu dir selber, mach dir nichts vor in Bezug auf dein Leiden. Such dir jemanden, dem du vertraust, der dich inspiriert, auf deinem Weg weiterzukommen, zu wachsen als Mensch, in Mitgefühl und in Weisheit. Und meditiere regelmäßig. Wenn die Leute mehr über dich wissen, hast du eine Website? Du hast vor im Vorgespräch gesagt, du bezeichnest dich nicht als Lehrerin, sondern du bezeichnest dich auch als Praktizierende. Was ist dein Angebot? Naja, auf dieser Website da ist viel über Sterbebegleitung, wirklich Dinge drauf, die Menschen helfen sollen, sich mit ihrer Vergänglichkeit oder auch der Trauer um die Toten sterben von jemand anders, wie kann man damit umgehen, Finger, die auf den Mond zeigen, wie man mit diesem tiefsten Leiden umgehen kann, wie man rauskommen kann aus diesem Hamsterrad, das dann tiefer dreht. Das ist sehr wichtig für die das praktizieren müssen, weil das sucht man sich ja nicht aus. Selber biete ich an, Mittwochabends als Online-Meditation und am ersten Mittwoch im Monat im Format eines Kreisgesprächs. Ein Kreisgespräch ist für mich Meditation in Kommunikationsform, wie man das aufbauen kann. Das biete nicht ich an, das kreieren wir zusammen. Ich bin diesbezüglich sehr horizontal orientiert. Die anderen Mittwoche, das sind Meditationsabende mit mehr Input, aber der Input ist so, dass ich frage, das ist mehr wie eine Frage und Antwort. Ich will wissen, was da ist, wie Bernie hat das gerne so gemacht, Bernie Glassman, bring mir die Zutaten deines Lebens und wir kochen daraus das perfekte Mahl. Und das ist vielmehr das, wie ich eigentlich sein möchte. Es ist ein Miteinander praktizieren, auf dem ich mindestens so viel kriege, wie das ich gebe. Und deshalb mag ich diese vertikale Überstellung Lehrer, Schüler, Lehrerinnen, Schülerinnen. Das ist, wir praktizieren alle, wir hocken alle in dieser Suppe. Und das macht mir viel mehr Spaß. Und die Website ist brunnenhofzendo.ch. Genau. Das kommt noch von der alten Straße, wo ich gewohnt habe, und das bleibt jetzt so. Und einmal im Jahr mache ich einen Weisheit der Vergänglichkeitsretreat für Menschen, die sich Vergänglichkeit mit spielerischen, also das ist kein buddhistisches Retreat. Klar sind da viele Methoden des Buddhismus drin, aber das ist sehr verspielt und es geht ums Leben und nicht um den Tod. Evi, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gern. Vielen Dank, dass du da warst und dich dafür interessierst, wie ich lebe und praktiziere. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant. Ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, dort wo du deine Podcasts abladest, wenn du den Podcast abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge verpasst, oder auch, wenn du mir Feedback oder Anregungen schickst. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit.